Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal vor dem Champions League-Spiel bei Feyenoord Rotterdam gehen wir rein in die Pressekonferenz, ja, mit Jamal Musiala und anschließend mit Vincent Kompany. Bevor wir das tun, Leute, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht und ihr auch kein Video verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Bums hier. Abfahrt. Dieter, was Ja, geht? guten Abend. Herzlich willkommen und erst einmal Entschuldigung für die Verspätung, aber ja, der Winter hat uns einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Es gab Nebel, ein bisschen Eis in München und hier auch in Rotterdam. Aber anyway, jetzt sind wir alle da und freuen uns, dass wir loslegen können. Der FC Bayern freut sich nämlich auch natürlich auf sein Champions League Jahr 2025, beginnend morgen mit dem Spiel hier bei Feyenoord Rotterdam. Ja, wenn Sie mal die Krawatte mal ordentlich binden können und mal den Kragen mal ordentlich richten, oder? Was ist denn da los? Jamal. Na, wollen wir Wetten abschließen, ob die erste Frage direkt um den Vertrag geht oder die zweite? Und heute schon wie gewohnt die Pressekonferenz zunächst mit Jamal Musiala. Jamal wird alle sportlichen Fragen beantworten. Okay, alle sportlichen Fragen. Die wir jetzt hören werden. Also fangen wir an. In der Mitte Torben Hoffmann für Sky. Ja, Jamal, du warst ja relativ lange krank, grippalen Infekt gehabt. Die Frage natürlich, wie geht's dir? Bist du zu 100% fit bereit, morgen auch von Beginn an zu spielen? Gab es da vielleicht schon Hinweis vom Trainer? Und ist dir The Kuip, das Stadionbegriff, weißt du ungefähr, was euch hier morgen erwartet? Ja, ich fühle mich schon frisch und besser wieder. Ich bin jetzt langsam reingekommen und jetzt die 2 Spieler reingekommen und jetzt baue ich mich langsam wieder auf. Ich fühle mich frisch, habe Energie. Ich glaube, es ist dann Trainerentscheidung dann, wie viele Minuten ich kriege, aber ich fühle mich gut. Und was wir erwarten morgen, wir wissen, was für Qualität die haben. Wir können die nicht unterschätzen und wir müssen, wie wir in jedem Spiel reingehen, 100% Gas geben und dann hoffen wir, dass wir den Spiel gewinnen. Dankeschön. Gleich daneben Julian Wolf für die Welt. Hi Jamal. Kannst du noch was zur Atmosphäre im Stadion sagen? Also Max Eberl hat schon gesagt, er kennt das Stadion gut, war oft zum Scouting hier. Es wird sehr, sehr emotional und die Zuschauer tragen diese Feyenoord-Mannschaft auch. Wie stellt man sich auf sowas ein? Ja, ein paar Kumpels von mir haben schon auch gesagt, weil die haben hier schon gespielt, dass die Atmosphäre hier richtig cool ist und ich glaube, jeder von uns freut uns auf sowas. Wir haben schon in Stadions gespielt, wo es richtig Das werden wir dann morgen sehen, ob man sich darauf freut, ja, ob das eher pusht oder eher lähmt. Ich bin sehr gespannt. laut war und das macht das Fußballspielen noch. Aber du kannst natürlich mit der eigenen Leistung, wie gesagt, wenn du da Vollgas gibst und gleich in den ersten Minuten mal ein Tor machst und dann in der ersten halben Stunde es 2-0 stehen sollte oder so, dann kannst du das Stadion natürlich auch ein bisschen verstummen lassen. Noch ein Tick mehr Spaß und ich glaube, jeder auf uns freut uns drauf. Ja, ganz genau. Dann ist der Kicker auf der rechten Seite. Ja, Jamal, grüß dich. Das ist die erste Saison im neuen Format. Wie gefällt dir denn dieses Format mit der Ligaphase? Wie sehr schaust du auf die Tabelle? Und wie wichtig wäre es euch auch mit Blick auf das Programm im Frühjahr, diese 2 Spiele im Februar zu umgehen und euch direkt fürs Achtelfinale zu qualifizieren? Ja, es ist was Neues für uns alle. Ich glaube, mehr Spiele kann auch Spaß machen und wir gehen da jetzt einfach rein, jeden Spiel so gut wie möglich zu spielen. Jetzt wissen wir müssen jetzt den Spiel morgen gewinnen, in die Top 8 zu sein, dass wir dann nicht die 2 extra Spiele haben. Ich glaube, das ist unser Ziel für jetzt und da gehen wir einfach ganz positiv rein. Dahinter David Fehrhoff für die Bild-Zeitung. Hallo Jamal, wir haben heute gehört, dass dein Kumpel Alfonso Davies positive Signale gesendet hat. Es hätte mich jetzt aber auch wirklich enttäuscht. Ja? Wenn nicht die verkackte Bild-Zeitung in das Thema Vertrag reingeht. Bitte euch. Ja? Den anderen kannst du ja noch sagen, komm, wir machen heute mal nur sportliche Fragen, aber die Bild-Zeitung, ja komm, die schifft das schon ein bisschen.
dass er da bleiben möchte. Von dir haben wir auch schon Positives gehört. Wie schaut's denn mit den anderen aus? Da ist noch ein anderer Kumpel, Leroy Sané zum Beispiel. Würdest du dich freuen, wenn die ganze Truppe, so wie sie jetzt ist, zusammenbleibt und auch in der neuen Saison beim FC Bayern spielt? Ja, Nee, was soll er denn jetzt sagen? Nee, ich kann Leroy Sané nicht leiden oder was? Das ist ja auch noch nicht mal der Fall. Die scheinen ja anscheinend ein bisschen enger zu sein. Also, Alter. Fonsi und Leroy, die sind beide eine von meinen engsten Kumpels und beide super Spieler. Sie sind wichtig für unsere Mannschaft, auf dem Platz, auch weg vom Platz. Grandios wichtig sind die Und beiden sportlich. müssen wir schauen, was passiert in dem. Unverzichtbar. So ein Leroy Sané und Alphonso Davies. Also, die kannst du dir nicht wegdenken aus dieser Bayern-Mannschaft. Die haben diese Generation, diese Ära geprägt. Ja. Nächsten Wochen, aber ich würde mich freuen, mit denen nächsten Jahr zusammenzuspielen. Noch eins dahinter, Stefan Kumberger für Sport 1. Namen schon mal. Du weißt ganz genau, ganz München, vielleicht ganz Fußball-Deutschland schaut darauf, was du in Zukunft machst. Wie schaffst du es, dich trotzdem auf den Sport zu konzentrieren und welche Rolle spielst du in diesen Verhandlungen überhaupt? Schaust du immer mal bloß drüber, was da passiert ist, oder bist du da ganz voll mit dabei? Ja, ich finde es lustig jetzt, was ich über die Social Media die letzten Wochen gelesen habe, was die Leute denken, ich über den Club denke und jeder, wo nah zu mir ist und wo mich richtig kennt, weiß, wie ich den Club schätze und wie glücklich ich bin, auch die letzten Jahre und wie happy ich hier bin. Deswegen finde ich das einfach lustig über das Social Media und ich weiß, ich fokussiere einfach auf meinen Fußball immer. Ich mag nicht so viel zu lesen, aber wir schauen, was die nächsten Tagen, Wochen passiert. Die Gespräche laufen gut und ja, schauen wir. Und hören die nächste Frage bitte ganz hin. Das ist ja, was wir im Stream gesagt haben. Wir wissen ja alle nicht, was da passiert. Ne? Die Reporter ziehen sich irgendwas aus der Nase und hauen da irgendwas raus. Keine Ahnung, so ist das einfach in der heutigen Zeit. Ne? Let's say, ja, last row. Jamal, what do you know about the atmosphere here in the Kuip, especially during European nights? Yeah, I've heard a lot. My close friend Zogzi told me a lot about the atmosphere here, and I think we're looking forward to it. And I'm expecting a big night tomorrow. Thank you. Dann holländisches Fernsehen auch, yes please. Ja, the mic. You have a mic, but you get another one. Welcome to Rotterdam. What can you say about the opponent? What is their strongest part? What is which player impressed you the most? I think I'm bad with names. Can you tell me a name? Ich wollte es ja am Anfang schon nicht sagen, ne? Aber so ein bisschen, also die hellste Kerze auf der Torte ist der Jamal nicht, ne? Ich meine, muss er ja auch nicht sein, der ist ein grandioser Fußballer, ne? Aber die hellste Kerze ist er nicht auf der Torte. Eieiei. Ja, auch. Sehr gut, also die Offensive ist Yeah. We already had the meeting. Du brauchst die Frage doch gar nicht mehr beantworten. Wie lächerlich ist das denn jetzt? Du fragst einen Pressesprecher, hast du mal einen Namen für mich? So, wie willst du das denn noch ernst nehmen? Die Holländer fühlen sich doch jetzt verarscht. Zu Recht. Oder Niederländer. Ja. Also, da kann man sich ja, also so eine Frage kriegt man ja wohl immer. Da kann man sich ja wohl mal kurz mal, Katastrophe. Meeting. I'm not good with names too much, but we've known that they're really good at their counterattacks. Have a lot of. Ja, dann hätte er das doch gleich gesagt und hätte ich die Pressesprecher nach dem Namen gefragt. Hätte er gleich gesagt, ey Jungs, ich hab's nicht so mit den Namen, aber ich weiß, hier gute Offensive, Blasöz, ja. Aber doch nicht, ey, hast du mal einen Namen für mich? Ach, herrlich, ey. Gut, er ist noch jung, ja. Schieben wir es aufs Alter, Leute. Quality. They have a young 19-year-old in midfield as well, and they have a lot of quality, and we're not going to underestimate them tomorrow. Okay, thank you. Okay, gibt es noch ein, zwei Fragen? Nee. Florian Eckel, hinten bitte, vorletzte Reihe, Bayerischer Rundfunk.
Jamal, soweit ich gesehen habe, spielen die auch sehr gerne mit dem Ball, haben vielleicht auch sogar, ja, wenn man die Spieler so ein bisschen vergleicht mit Pajau und auch sonst mit den Schnellen im Mittelfeld, auch so ein paar Jungs, die ähnlich sind wie bei euch. Wie schätzt du das von der Spielqualität morgen ein, was da aufeinander trifft? Also ist der Spielstil ein bisschen ähnlich zu eurem? Ja, die wollen Fußball spielen, die haben Qualität und wir wissen, wir müssen da hart sein, hart arbeiten, nicht viel Zeit am Ball geben, weil die können dann viel machen, die können dann die Attacks starten und das wollen wir nicht. Deswegen, wir gehen jetzt rein, wie wir auch jeden anderen Spiel rein mit unseren Defensivqualitäten, dass jeder hart arbeitet, jeder 10 von uns und ja. Gut, Dankeschön, Jamal. Dann sind wir gleich zurück mit unserem Cheftrainer. Bis gleich. Danke. Danke. Wilde Nummer vom Jamal. Natürlich sehr sympathisch, keine Frage, ja. Aber das war eine wilde Nummer, ey. Aber Hut ab. Aber gut. Ist ein junger Bengel. Ja. Aber alles, was man da jetzt gehört hat, ja, scheint da ja schon viel Schwachsinn bei zu sein, was wir so in der Presse lesen zu irgendwelchen Verträgen. Ja. Also von daher warten wir es mal ab. Ich denke, ich habe es ja schon gesagt, im Februar sollten wir jetzt unter die ersten 8 kommen. Im Februar haben wir 4 Spiele. Ja. Heißt 1 Spiel pro Woche. Da ist eine Menge Zeit, um sich zusammenzusetzen. Und ich denke, im Februar werden so einige Entscheidungen spätestens fallen. Gut, ansonsten Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich hoffe auf ein schönes Spiel morgen. Das Teil 1, Teil 2 gehen wir rein mit dem Trainer. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde, kann niemand trennen. Gute Freunde!